findet sie sofort raus, was sein Auto ist. Braucht er Hilfe? Ist wahrscheinlich wieder am Rumturteln. Der kleine Scheißer. Ich bin beeindruckt. Andy! Der Code ist mir in dem Moment geschickt worden, wo sie schlapp gemacht haben. Machen Sie mir doch wenigstens eine Hand frei, dann kann ich sie nicht zeigen. Sie sind ja sogar fürs Handy zu doof. Ah! Das ist für die Badwanne. Wer hat Ihnen erlaubt, da hinten zu gehen? Sie haben das Eventlokal gemietet, aber sicher nicht meine Werkstatt. Da bin ich mal. Nein! Übrigens, danke. Sie müssen sich beim Hund bedanken, nicht bei mir. Ich bin nur runtergekommen, weil der wegen ihrem Saulärm Panik bekommen hat. Haben Sie immer so nicht Gäste? Wir im Tös hier fragen da nicht lange noch. Wäre dann heute Nacht Ihr Lokal gemietet? Ja, ich weiss, Tös da. Aber im Vertrag steht klar, dass Sie Ihren Abfall an mich selber entsorgen.
Sind Sie verletzt? Kommen Sie da drauf? Was ist mit meinem Partner? Immer noch vollständig paralysiert. Aber laut Ärzten über den Berg. Auf seinem Handy sind keine Fotos, keine Daten. Das Einzige sind die 16 Zahlen, die man noch nicht dechiffrieren konnte. Wo ist die CIA-Frau? Abgehauen. Mit dem Helikopter. Ich weiss nicht für wer, aber für die CIA schafft die garantiert nicht. Der CIA ist in den Berg eingedrungen. Nicht mal unsere Regierung hat davon gewusst. Ja, eben. Wo sind Sie? Mal schauen, was der Ami meint. Aber wir wissen ja nicht, wo der Treffpunkt ist. Eigergletscher. Was für ein Gletscher? Das sind Koordinaten von Eigergletscher. Das ist ein Bein dort oben. Wo sind Sie jetzt? Na, endlich. Haben Sie gewusst, dass Ihr Zellen seit Jahren infiltriert wird? Von allen Seiten. Auch vom CIA. Wir brauchen Ihre Hilfe. Aha. Wir müssen die Pläne über das Innenleben von diesem Berg haben. Was ist das für eine Strahlung da drin? Sogar die wird im Loch verschwinden. Er heißt Vierge oder Virgin. Wer? Der kleine Beschleuniger kann ein mikroschwarzes Loch erzeugen. Die letzten Tests sollten im All stattfinden, weil dort die optimalen Vakuum- und Temperaturbedingungen herrschen. Von einem internationalen Team in Frankreich entwickelt, von China aus im All geschickt und dann von einem Russenpack geklaut. Russen? Ja, wer sonst? Das große Problem besteht darin, das Prozess zu kontrollieren und zu stabilisieren. Berechnungen von Professor Himmelbusch. Ohne die exakten Berechnungen ist Virgin nicht zu beherrschen. Verstehen Sie? Sie haben einen bösartigen Tumor da drin. Und Sie wollen den außen operieren? Wir brauchen die Pläne. Jetzt. Aber Ihre Leute sind ja schon dort drin. Es war eine sehr erfahrene Spezialeinheit. Da wir nicht wussten, wo der Zugang ist, mussten sich unsere Jungs 600 Meter durch den Berg buddeln. Selbst unsere modernsten Peilsysteme konnten sie nicht mehr orten. Kurz vor dem Ziel gab es Chaos im Fundverkehr. Sie haben Colin Bradman gefunden. Er ist tot. Kurz danach ist der Fundverkehr abgebrochen. Nichts mehr. Wir wollten eine zweite Einheit schicken, aber der Zugang war schon zugeschüttet. Sehr wahrscheinlich dieser Scheißregen. Sie wurden zurückgepfiffen. Und weiter? Diese Typen beobachte ich seit Wochen. Das ist ein chinesischer Agent. Der ist gestern Nacht da oben herumgeschlichen. Er wusste, dass hier etwas sein muss. Ich frage mich, woher er diese Information hatte. Irgendwann ist er davon geschlichen. Ich bin ihm nicht gefolgt, weil ich auf eine Reaktion wartete. Sie kam etwa 10 Minuten später. Das kann unmöglich der einzige Zugang sein. Wir brauchen für einen operativen Zugriff eine exakte Übersicht der Stollen und Schächten da drin.
Natürlich können wir das ganze System sprengen, aber wir wissen nicht, was dann mit Virgin geschieht. Und die Schweiz, die liegt uns ja alle am Herzen. Bringen Sie mich zu dem Eingang. Sie kommen da nicht rein. Ja, wollen Sie jetzt eine Übersicht oder nicht? Es gibt auch einen Weg über den Schnee da unten. Aber wir brauchen ja nicht noch mehr aufzufallen. Jaran war schon immer ein typisch russisches Hirngespinst. Weltverbesserer sind die gefährlichsten Terroristen. Man braucht die Welt nicht politisch zu regieren. Es genügt ihr, die eigene Idee von einem genetischen Stempel aufzudrücken. Was waren dann Sie? Wir wollen den Frieden. Also die Wörtchen. Die Pläne. Da oben ist es. Es gibt ja keinen Plan. Aber wenn Sie wollen, können Sie ja mitkommen. Sie können das nicht sprengen, ohne dass der Stollen da hinten einstürzt. Ich komme gerade aus der Krisenstabssitzung. Der Bundesrat hat sich mir gegenüber enttäuscht geäußert über unsere mangelhafte Aufklärung. Er redet von einer terroristischen Bedrohung für die ganze Schweiz. Die Bevölkerung im Berner Oberland ist alarmiert worden. Der Krisenstab hat eine Medienkonferenz einberufen, um über die aktuelle Sachlage zu informieren. Das Stützli probiert ununterbrochen Bonus zu erreichen, aber er reagiert einfach nicht. Er darf auf keinen Fall in den Berg rein. Kelvin. Passen Sie da auf Ihre Wörtchen auf. Ich komme gerade wieder.
mach's ruhig, ich hol dich da raus. Stopp! Nein, Schritt! Uranetage. Fertig, Lustig! Sie sind aber vielseitig beschäftigt. Ah, Mr. Bonus. Willkommen in der guten Stube. Die Stimme kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Bringt sie beide her. Schön sind Sie gekommen, um unser Werk zu bewundern. Der Professor Dr. Axel Münch, der kleine Pseudowissenschaftler, der sich das ganze Leben lang mit Plagiat durchgeschwindelt hat. 2,6 Kelvin. Hatten Sie Angst, alleine zu kommen? Ihre Titel, Ihre Publikationen, Ihr Spielzeug, da alles ist geklaut. Nicht mal Ihre Frauen sind echt. Und jetzt beschmutzen Sie ja noch den Namen von dem Bär. Ach, Bonus. Glauben Sie wirklich, Sie sind der Richtige, um mir moralische Vorträge zu halten? Die Menschheit steuert dem Untergang entgegen. Und das genau wegen Menschen wie Ihnen mit ihrer erbärmlichen, selbstgefälligen Falschheit. Und mit Ihrem Zauber da und dem Frankenstein dort hinten, wenn Sie das verhindern. Ah, Sie haben Bekanntschaft mit Ärger gemacht. Diffusionspumpe. Sein Name ist Michail Argovitsch. Set Break. Warum? Unterbruch. Der Genetikpsycho. Bin zu der Steuerung. Halten Sie sich genau an das Lochbuch. 2,5. Argovitsch ist ein Mitbegründer von Yaran, ein begnadeter Genetiker. Begnadet. Behindert. Ein geistesgestörter Forscher, wenn ich mich richtig erinnere, genau wegen dem von Yaran ausgeschlossen worden ist. 10 hoch minus 11 Millibar. Für die Menschheit kann es nur eine malade Zukunft geben. Dass wir sie nicht nur von außen, sondern von innen her entwickeln. Und dank Argovitsch haben wir endlich die Chance auf richtig gute Menschen. Ja, man sieht's. Und dieser Zauber, wie Sie ihn nennen, ist erst der Anfang. Helikopter gestartet. Molekularströmung 10,46 mal 10 hoch minus 2. Das Geld für Ihre Virgin haben Sie von dieser Kespe bekommen. Ivana Jaransky. Seine Witwe. Ist ihr das Geld in den Kopf gestiegen? Oder ist sie wegen Ihnen vom Weg abgekommen? Frau Jaransky ist eine geniale Denkerin. Und sie war von meiner Idee sofort begeistert. Ihre Idee? Seit wann haben Sie eigene Ideen? Yaran war schon immer der richtige Weg in die Zukunft. Aber man muss auch aus der Vergangenheit lernen. Vielleicht bin ich wirklich ein Hochstapler. Aber ich habe Yaran zum Leben erweckt. Und ich habe den Deal zwischen der russischen Regierung und Yaran ausgehandelt. Die Daten sind bei mir sicherer. Wie ich sehe, langweilen Sie sich. Ja, ein bisschen langweilig ist es schon da. Aber was ist das für ein Deal gewesen? Wir haben der russischen Regierung den Zugang zu Virgin versprochen. Und im Gegenzug unterstützt uns die Regierung. Ich versichere Ihnen, dieses Mal wird Yaran nicht ausgeschaltet werden. Wir haben die Kontrolle und wir werden unseren Einfluss geltend machen. Mit Ihren Killer da? Das sind keine Killer. Es sind Spezialisten vom KGB. Sie haben den Colin Bradman auf dem Gewissen. Oh nein, Dr. Bradman hat für uns gearbeitet. Und als Ihre CIA-Leute hier reinstürmten, brachten Sie ihn um, bevor unsere Leute wieder Ordnung schaffen konnten. Daten-Readout im ZH-Raum. Daten-Readout im ZH-Raum. Lassen ihn. Ohne den Code sind seine Aufzeichnungen wertlos. 2,4 Kelvin. Und wir sind ja keine Mörder. Der Professor Himmelbusch haben Sie auch auf dem Gewissen. Schon wieder falsch. Auch Himmelbusch hat sich Yaran angeschlossen. Leider verstarb er im dümmsten Moment an einem lächerlichen Herzinfarkt. Turbomolekularpumpe. Und warum hat er Ihnen dann den Code für seine Berechnungen nicht gegeben? Wer sagt denn, dass wir den Code nicht haben?
Sie verstehen wirklich gar nichts. Sie sind der Prototyp eines hoffnungslosen Auslaufmodells. Sektor Gamma. Mönch, Sie wissen, dass Sie krank sind. Sie können doch mit Ihrem Wahnsinn da nicht die ganze Schweiz erpressen. Die Schweiz? Ich versichere Ihnen, unser kleines Experiment wird von allen großen Mächten dieser maroden Welt verfolgt werden. Dieses Baby hier ist ja nicht das einzige. Überall auf der Welt warten seine Geschwister nur auf meinen Code. Man wird auf mich hören. Nicht wie Ihres Mami, die der kleine Axel nie beachtet hat. Xenon minus 11 Millibar. Mein lieber Bonus, der Countdown läuft. Und Sie werden heute hautnah miterleben, wie wir diesen Planeten endlich in die richtigen Bahnen lenken. Ja, natürlich. Der Dr. Mönch rettet die Welt. Wahrscheinlich sogar Ihren Namen ein Plagiat. Es wird eine neue Welt sein, ohne Grenzen. Eine Welt, die überleben kann. Und Sie sind der liebe Gott? Der liebe Gott? Nein. Der möchte Sie gerne noch kennenlernen, bevor Sie unsere Welt verlassen. Sättigungsdampfdruck schwanken. Druckabfall. Ah, darf ich raten? J für Jungfrau. 2,3 Kelvin. Druck Xenon minus 12 Millibar. Es ist Zeit zum Aufbruch. Ärger, wir verschwinden. Einsperren. Da, anketteln und dann die Sieben aufmachen. Haben die wirklich das Gefühl, die warten auf euch? Hebt den Laden! Hebt die Schnauze, du Miststück! Und du geh am Platz! Sandra, kannst du da hinkommen? Dein Glücksbringer. Differentialsektor Gamma. Zuerst Kette. Lisa, renn raus, so schnell du kannst. Komm ran! Du, schön artig bleiben. Raus, schnell! Renn, du musst raus, aber! Oh, die Zukunft von der Menschheit. 2,2 Kelvin. Du darfst schnell fertig machen. Sind sie nicht süß? Kelvin. Ich erweitere den Ereignishorizont auf die ganze Schweiz.
Was machen Sie? Verdammt doch mal! Zum Helikopter! Argovic! Sie Idiot! Tun Sie etwas! Halten Sie das Ding auf! Schnell! Nein! Argovic! Nein! Wo bleiben die? Sollten längst da sein. Die werden extrem angezogen. Zu viel Masse. Ohne Chefin gehen wir nicht. Es wird immer extremer. Ich kann sie nicht mehr lang heben. Okay, Option los. Sie irgendwie nicht mehr nur. Können Sie nicht ein bisschen mehr Schub geben? Sie reißt nach links. Achtung! Ah! Das gehört mir. Greif! Greif! Endlich vom Hals! Scheiße! Wir sinken! Wir sind am Arsch! Wir sind am Arsch! Lutherbrunnen und Grindelwald evakuiert. SKH vor Ort. Also von Jahren ist nicht mehr viel übrig geblieben. Bonus! Wo sind Sie? Im sicheren Hafen.
Sie haben uns in Panik versetzt. Und Verena? Ja, die ist die Heim. Wenn wir dann droht, dann das Vreni umzubringen, haben wir dann halt gegeben. Wir betreuen sie engmaschig. Ja, das hätte ich auch so gemacht. Und was ist mit der anderen Tochter? Wenn ich nur wüsste, wie es meiner Schwester geht. Es geht ihr gut, sie ist in besten Händen. Bonus! Geht's ihm gut? Braucht er mich? Was macht er dort oben? Was machen Sie jetzt? Was machst du denn jetzt? Mit der Benzico! Warum schreien Sie so? Was ist eigentlich los? Bonus? Bonus! Du hast die Berechnungen von meinem Vater deinen Leuten geschickt. Und dem CIA-Typ hast du es gegeben. Aber meine Schwester wird den Code nie erzählen. Das glaube ich auch nicht. Dann bleiben seine Aufzeichnungen ein Geheimnis. Ausser? Ausser was? Ausser Verena ist nicht wirklich seine jüngste Tochter. Wie meinst du das? Verena ist von deinen Eltern adoptiert worden. Etwas, was nur du und der German gewusst haben. Und der Text, wo alle hinterher sind, ist ein Lied, das du deinem Vater zum 60. Geburtstag geschenkt hast. Das ist ein gute Nachtgeschichtli. Wohin hast du? German. Sie ist ein unehrliches Kind von Max. Ihre Mutter ist bei der Geburt gestorben. Und als Wissenschaftler hat er sich nicht um sie kümmern. Darum haben meine Eltern das arme Geschöpf adoptiert. Und zuerst war meine Mutter für sie da und später dann ich. Gib mir die Hand. Wird der Kuh aber keine Freude haben? Du darfst den Code auf gar keinen Fall jemandem geben. Ich könnte aber noch punkten damit bei meiner Chefin. Ausser... Hier, Herr Bonus. Ja. Das Paket für mich. Sollte man noch nicht festmachen. Adios. Ja. Guten Morgen, James. Ich habe meine Schwester abgeholt und in dem Moment sind wir wahrscheinlich schon ziemlich weit weg. Nur dank dir
ist sonst noch niemand an Rekord hergekommen. Aber du verstehst schon, ich kann ein bisschen schneller sein als du. Wenn du das jetzt hörst, dann haben wir mein Liedli längstens schon über einen Kontakt mit dem meistbietenden verkauft. Sorry, James, aber was die Welt mit diesen Virgins macht, muss sie also selber wissen. Petri Heil auf das Sabbatical. Die Schweiz ist noch mal gut davon gekommen. Nur der Mönch, den haben wir opfern. Ich habe noch nie von einem Berg gehört, der Mönch heisst. Ja, eben. Jetzt kommen sie. Wer kommt? Eben meine Schuhe. Was für Schuhe? Die ich dir schon die ganze Zeit gesagt habe. Liege, Babeli, wieder.